Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen so kleine Schildchen machen oder so. Ja, Namensschildchen oder Ausweiszettel oder wie auch immer. Ich finde das mega herzige kleine Kärtchen für ins Junk Journal rein. Und da kann man eigentlich einfach alles kreuz und kabis drauf stempeln, wie man will. Ich habe nur Stempel und einfach so ein Papierli genommen. Ich habe da so einen alten, vergilbten Block irgendwie aus der Brockenstube vorgekramt und von dem habe ich jetzt mir da einfach mal so ein Stückchen abgeschnitten. Und jetzt machen wir doch da noch 2, 3 von denen. Weil ich finde die mega herzig. Und das Coole daran ist, man kann einfach ein bisschen wild drauf losstempeln und man muss überhaupt nichts studieren. Man kann einfach ein bisschen machen, gemütlich hersitzen und ein bisschen anfangen. Und am Schluss gibt es also ganze Bunteln, so Kärtchen, wo man dann das nächste Mal, wenn man wieder einmal sich fragt, mit was dass man das Junk Journal füllen soll, kann man da einfach nehmen von denen. So, ich schaue auch überhaupt nicht drauf, jetzt gerade wie gross dass ich sie mache. Ich tue gar nicht abmessen oder so. Das kommt einfach Handgelenk mal Pi. Ich habe mir da so eine Schere geschnappt. Man kann das natürlich auch an so einem Lineal, wo so eine Kante hat, einfach abreißen. Oder man könnte es logischerweise auch gerade zuschneiden. Das muss ja nicht so eine ausgefranzelte Kante haben, wenn es nicht will. So, komm, jetzt schneiden wir doch die einfach alle gerade zu. Zack. Hier auch noch, schneiden wir auch noch das Käntchen drauf. Obwohl ich finde das immer so schön bei diesen vergilbten Blöcken oder Papier, wenn der Rand dann eben so wie wir das amigs machen mit dem Stempel, ein bisschen vergilbt, noch ein bisschen mehr vergilbt ist. So, und ich habe jetzt hier das Walnutsstein genommen, aber mir tut das fast ein bisschen zu dunkel. Ich glaube, ich nehme das Brushed Cordery. Das ist ein bisschen heller und ich finde, die passt jetzt ein bisschen besser dazu. Ja, ein bisschen. Der Unterschied ist minim. Ich habe jetzt so ein ganzes dünnes Papierchen. Dann muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht zu fest verkrügle. Beim Inken gut, also jetzt habe ich doch gesagt 2, 3 und jetzt habe ich mir da so viel parat gemacht. Wir machen einfach mal drauf los. So, was habe ich mir jetzt hier genommen bei denen? Ich habe so Viereckchen genommen, ich habe so Strichchen genommen und genau, jetzt können wir das mal so machen. Ich habe das hier so Stempel von so einem Datum, wo man sich einen ganzen Kalender zusammenstempeln. Genau, jetzt nehme ich mal hier das Quadrätchen. Da ist immer noch ein Sommervogel dran. So, und bei denen hier habe ich es tatsächlich nicht geschafft, das Zeug irgendwie gerade drauf zu stempeln. Jetzt probiere ich es nochmal. Ich gebe mir also ganz fest Mühe. Wo könnte das hin? Hier. So, ja, ist ein bisschen besser als das hier auf jeden Fall. Genau, und jetzt haben wir noch
Jetzt könnten wir doch hier eben noch irgend so ein Nummerli, zum Beispiel als Nummer 7. Das kommt doch hier in die obere Ecke, bitte gerade. So, jawohl. Nummer 7. Und was haben wir noch? Ich könnte hier noch irgend so ein Rändchen dran machen. Also, ich habe mich jetzt hier für mich wirklich geeinigt, dass ich einfach ein Kreuz und Kabis einfach alles drauf stemple. Das muss irgendwie keine Regeln haben, das muss keine Ordnung haben. Oder wie soll ich sagen? Es muss keinen Sinn machen. Einfach gerade so, wie es kommt. Einfach ein bisschen stempeln. Zack. Schön. Machen wir doch oben auch noch gerade. Das muss auch überhaupt nichts bedeuten oder kein... Eben, es kann Visitenkärtchen sein, es kann einfach irgendetwas sein. So, jetzt, wenn wir da noch irgendein Vögel, könnten wir doch da noch. Das da. Aber ohne die Schrift. Da steht nämlich noch, was es für ein Vogel ist. Das muss ich noch abschneiden. Das gefällt mir nämlich nicht so. So. Voilà. Dann machen wir da noch das Vögel drauf. Ja, geht knapp Platz. Zack. Oh ja, herzig. So, und das Sommervögel noch da. Oder ist es zu gross? Ich glaube, es ist gerade ein bisschen zu gross. Aber ich habe noch andere Viechli. Ich habe hier noch eine Libelle, die ist auch zu gross. So ein Bienenli, das, was ich hier drauf habe. Jetzt nehme ich hier, glaube ich, Marienkäferli. Das wäre doch herzig. Wie sagt man? Wir sagen Marienkäferli. In Bern sagt man Hemugügeli. Wir machen 2. Wie sagt man noch? Ladybug. So, jetzt dunkelt mich das so aber ein bisschen leer. Irgendetwas sollte doch dort noch rein. Finde ich so ein bisschen komisch, wenn es so leer ist dort. Was könnte man da machen? Oder wenn wir da irgendwie Samstag schreiben, das könnten wir doch. Einfach ein Kärtchen für den Samstag. Zack. So. Genau. Eine Auftragskarte für den Samstag. So, was könnten wir denn als nächstes noch? Ja, was haben wir noch? Ah, da ist noch eins. Das habe ich eben auch noch gut gefunden. Upsla, aber da muss man ein bisschen aufpassen. So, zuerst alles weg. Dass man das gerade drauf klebt. So. Dass das nachher dann nicht so krumm ist. Ich mache, glaube ich, zuerst mal einen Test. Ob es mehr oder weniger gerade ist.
Da kommt es so ein bisschen auf die Seite raus. He? Müssen wir noch ein bisschen überschieben. Ah, jetzt ist es auf der anderen Seite. So, ist vielleicht besser. Ja, kommt schon gut. Es kommt schon gut. Jetzt mache ich das mal in die Mitte. Zack. Oh, jetzt ist es unten ein bisschen verschmiert. So, dann könnte man doch hier links und rechts irgendein so ein Blümchen nehmen, weil von denen habe ich nämlich so herzige, schmale. Mal schauen, welches das würde passen. Auch das da vielleicht. Das und das. Zack. Und das ist ja was Herziges. So. Ein bisschen krumm. Ja, noch. Das ist schliesslich ein Pflänzchen. Die wachsen so. Die wachsen eben nicht immer nur gerade rauf. Dann schreiben wir doch hier auch noch etwas rein. Könnten wir doch hier jetzt Mittwoch reinschreiben. So, genau. Und noch eine Auftragsnummer. So, genau. Oh, das ist verkehrt. So, dann muss ich es kehren. Zack. Voilà. Das ist jetzt ein bisschen schlichtes. Aber das macht nichts. Das gefällt mir auch. Wieso ist das da alles zum Bild aus? Das passt mir nicht. So. Komm, wir machen doch noch eins. Machen wir noch eins. Ich werde noch eins machen. Und zwar schon mit dem kleinen wieder. Das da. So, tun das hier in der Mitte oben. Nämlich, und dann machen wir noch eins, so ein kleines Viereckchen. Oder man könnte mehrere von denen machen, dann könnte man das so wie ankreuzeln. Zack. Zack. Und zack. So, genau. Das sieht doch gut aus. Und dann machen wir hier auch noch ein Datum. Oh, irgendwo habe ich noch so einen Datumstempel. Das ist natürlich eben auch noch recht witzig. Aber der müsste jetzt von weit hinten vorkramen. So. Voilà. Und dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen etwas Florales. He? Das ist auch ein herziges Blümchen hier. Oder so ein Kleeblättchen. Ein vierblättriges. Das würde doch hier reinpassen. So, und hier noch so ein kleines Käferli. Oder, das habe ich gemeint, das Bienenli. Machen wir hier auch noch ein Bienenli. Yeah! So, oh mega herzig! So, komm, jetzt machen wir doch noch eins mit so einem Rändchen. Eins mit dem Rändchen. Aber man kann fast nicht mehr aufhören. Das ist also schon verrückt. Bei mir immer die ewige Stemplerei. Das macht so viel Spass. Da kann man einfach nicht aufhören. So, dann nehme ich das Rändchen. Ein bisschen gerade aufkleben. Das kommt weg.
Dann hätte ich eigentlich gerne noch ein Sommervögel. Irgendwo hätte ich noch ein Sommervögel. So, dann machen wir doch jetzt mal hier einen Rand. Fort mit dir. Und hier einen Rand. Zack. Oh. Jetzt hat es den fast nicht genommen. Da. Wieso nicht? Welcher war jetzt das? Ob wir das noch fixen können. Das bringen wir doch schon zustande, oder? Zack. Fast. Fast hätten wir es können. Ja, no, jetzt ist es halt dort ein bisschen doppelt. So, Sommervögel habe ich gesagt. Ich hätte gerne noch das Feine da. So, ich mache schon wieder das Knusch mit meinen Stempeln. Am Anfang habe ich es noch probiert, alle schön wieder zu versorgen. Jedes Mal, wenn ich es gebraucht habe, gerade wieder da reinkleben. Und jetzt liegt schon wieder da alles da oben, weil ich einfach alles nur herknalle. Dann gibt es das halt am Schluss noch grosse Versorgete. So, zack. Und zack, so. Und dann, oh ja, genau, das war auch so eine Idee, die ich gedacht habe. Und zwar, ja, eben siehst du, nachher sucht man es wieder, wenn man es einfach nur her schmeißt. Wo ist es denn jetzt? Ich habe das wählen. Da klebt es. Das hier habe ich wählen, aber ich nehme mir da nur einen Streifen, wenn es diesen noch verrutscht hat, und ich den ein bisschen abputzen. Natürlich mit den Fingern, damit alles schön schwarz wird. Man darf aber auch ein Tüchlein nehmen. So ist es ja nicht. So, dann mache ich, wo wollen wir denn jetzt machen? Da oben. Ich muss gar nicht nichts herschreiben. Da. Zack. Yes. Ja, der andere hat es ein bisschen nehmen. So. Und dann könnte man doch dort noch ein kleines Viereckchen nehmen. So. Da machen wir noch ein Viereckchen. Und dann wir unten noch etwas machen. Noch irgendeine Nummer. Ganz kleine. Habe ich den ganz kleine? Das Dollarzeichen sieht ein bisschen blöd aus. Das 15, das habe ich hier schon. Noch etwas anderes, was ich will. Ja, noch das 15 ist jetzt hier gerade das kleinste und das, was, glaube ich, am besten herpasst. Da, ich nehme nicht das 15, ich nehme da so einen Poststempel. Gefällt mir jetzt gerade ein bisschen besser. Also gefällt besser, einfach weil ich jetzt das 15 schon habe. Jetzt muss ich aber nur schauen, in welche Richtung. Kommt, glaube ich, nicht so drauf an. He? So, zack, voilà. Gut. Oh, sind die herzig. Die sind dann schnussig. Die gefallen mir mega gut. Und ich denke, ja, man hat sie natürlich auch noch mit farbiger Stempelfarbe können stempeln. Gerade so vielleicht die Käferli oder die Blümchen oder so. Hat man noch ein bisschen abwechseln können. Aber ich finde, so sind sie auch ganz schnussig. Und ja, ich könnte jetzt hier eigentlich noch gerade ein bisschen höckeln und ein paar von denen machen. Aber ich habe noch gerade eine andere Idee und das möchte ich dann im nächsten Video zeigen. Und darum muss ich jetzt hier alle die 100'000 kleinen, munzigen Stempel, die ich hier oben einfach alle so auf einen Haufen geschossen habe, wieder einsammeln. So, und die tue ich natürlich auf die Seite und die kommen dann irgendwann mal in eines von meinen wunderbaren Journal rein. Hey, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt vielleicht ein bisschen Inspiration oder es war einfach gerade ein bisschen lustig zum Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!